Bon, die Damen und Herren, ich weiß, dass es nicht üblich ist, wenn ich morgens einen Röffel Kaffee trinken, dass ich dann noch einen kleinen Rhythmus über sich gehen lassen. Ich wollte aber profitieren, für euch alle Guren Merci zu sagen, dass der Haut unsere Invitation auf ein faires Frühstück, auf einen fairen Kaffee noch kommen sieht. Das ein Zeichen von Fairness, das ein Zeichen von Gerechtigkeit, den Haut hier gesagt wird. Und dafür sind wir ganz froh, als Fairtrade-Team von Schöffling, euch alle heute begrüßen. Die Damen und Herren, liebe Freunde vom Fairtrader, vom Commerce Equitable, für allem will ich mal für Ihre Präsenz merci sagen, mit zweitens für unseren engagierten Dame rundherum, Elisabeth Machado, für die Organisation von allem. Ein Team besteht nicht mehr dann, wenn die Leute hört, die an dem Team arbeiten. Und das ist momentan bei unserem Fairtrade-Team besonders eben die Elisabeth, dann also Claudine Katzenmeier, Martin Bayardi, das Nathalie Goldmann, das Nathalie Lorang, das Peggy Turmes, an ihre Kolleginnen, an wann der engem will applaudieren, dann meine ich, dann müssen alle gehören denen Damen einen dicken Applaus entgegenbringen, weil sie haben dafür gesorgt, dass wir das heute können machen. Da will ich nicht vergessen, unsere Leute aus dem Atelier, aus dem Service der Regie, ein großes Merci auszuschwätzen. Und ich will weiter Merci und all die ausdrücken, die ich nur vergessen habe, zu nehmen, mit die auch verdient tun. Ja, als Gemeng als Zter enger Reihe von Jahren eng Fairtrade zertifiziert, Gemeng an auch stark verwurzelt mit dem, was Fairtrade ausmischt, an den Fairtrade-Team, den du schaffst, den as am Fongeland Liewegeruf gi fir ze sensibiliseieren, fir ze motivieren sech mat der Thematik vun dem fairen Handel vum Commerce Equitable auserneen zu setzen. Das es wat da wirklich Herz leiit, weil der besagt och fir Jung Kanner op Zukunft fir ze breden, an dofir sinn als Performance an als Akten, die man do setzen, ke Luxus mit as eng Necessitéit. Fairtrade, gerecht firgoen, Commerce Equitable, et geht darum, wie soll ich das sagen, für fair zu sein, für eierlich zu sein, gerecht, für anständig, korrekt, kollegial und solidarisch eben zu handeln. Und das mit den Menschen, oft aus den Ländern weit weg von uns, die auch Recht darauf haben, einen korrekten Undeel Gewinn von dem zu assuriert kriegen, für die sie schaffen. Das ist nicht überall der Fall. Fairtrade-Logo, der Fairtrade-Siegel, die steht auch dafür, dass das Prinzip von der Durabilität, den Ansatz für Umwelt garantiert, dass der Naturschutz respektiert wird. Und das am Fongel etwas, wo ich kann sagen, dass für mehr Gerechtigkeit durch korrekt Preise, weil Fairtrade Produkte, das muss ich wissen, nun in einer Preiskategorie nicht überteuer, aber einfach ein bisschen mehr. Das aber auch für mehr gleichberechtigte Partnerschaften aufzubauen, nicht einfach die Leute aus anderen Ländern an die Arbeit zu drücken, an billige Arbeitskräfte zu holen. Das ist am Anfang auch eine Unterstützung für die Leute zu finden aus der Armut, aber den unbedingt muss wissen, das garantiert, dass bei den Fairtrade-Produkten kein Kannerarbeit drunter sind. Aber wenn die Haut auf diesem kleinen Petit Déjeuner das genießt, dann ist das ein Akt von der Solidarität und das ist auch ein Akt von der Bienfaisance. Der Martin Luther King hat gesagt gehabt, wenn ich morgens einen Kaffee getrunken habe, dann hatte ich schon tolle Welt irgendwie bei sich dich sitzen. Wir sollen uns effektiv mal bewusst sein, dass, wenn wir morgens Kaffee trinken, dass das nicht einfach so aus dem Arm gerisselt Material ist, was da steht, dass da Leute an drunter die schaffen. Da will ich auch sagen, dass es natürlich wichtig ist, zu wissen, dass die Fairtrade gehandelte Produkte, dass die auch einer Prüfung, einer Kontrolle unterliegen und dass das nicht einfach so ein Siegel ob so ein Produkt wird kommen. Voilà, das sind ein paar Wörter, die ich wollte sagen, vielleicht ausschließend, dass wir ein Gemeng sind, die 20 Jahre zertifiziert das. Das ist eine von den Aktionen, die wir als Fairtrade-Team machen. Dann haben wir Aktionen, wo wir dafür sorgen, dass die Gläschen regelmäßig ein Fairtrade gehandelt Teachen ausdehnt.
da machen wir Expositionen oder Infoofenter über andere Produkten, weil Produkte vom Fairtrade reduzieren sich nicht nur auf das, was der Loa bei dem Teller hat oder an der Tasse oder am Glas. Das ist nicht nur der Orangenjus, das ist nicht nur der Schokolade. Es sind viel andere Produkte, die ich noch soll wissen, dass es die am fair gehandelten Marché gehen. Und zwar zum Beispiel geht auch Gold, was fair gehandelt, dass wir ganz genau wissen, dass die Leute in einer Konditionen schaffen, die korrekt sind. Es gibt auch andere Produkte wie Reis, den die fair gehandelt, also es gibt Blumen, es gibt Textilien, also es gibt einen ganz großen Teil von Produkten, die fair gehandelt sind. Und dafür sind wir ganz froh, dass mithilft, Klängen ja, Incentive zu setzen, für immer mehr Leute zu motivieren, fair gehandelte Produkte zu holen. Da sind ich mal gefragt, in das Fairtrade-Team, die besteht aus einer Reihe von Leuten, die sich 6 bis 7 in der Zahl sind. Wir sich immer nach Leute in die Hand aufpacken an. Ich bin ganz froh, dass der Manfred mir schon geschwärzt hat und sich bereit erklärt hat, an den Team von denen Damen hauptsächlich, mit meinem Abes und mit mir sind noch 2 Herren regelmäßig präsent. Also Manfred, wenn du bei uns am Team bist du nicht allein, wie du bist herzlich willkommen. An all anderen, wie auch immer sich engagiert spielt, als herzlich willkommen an dem Team. Merci noch einmal für Ihre Präsenz. Es lohnt sich fair zu handeln, es lohnt sich fair zu reagieren. Das ist eine Kontribution auch für mehr Menschenrechte und das ist auch eine Kontribution für eine mehr gerechte Welt. In dem Sinne, los erst den Kaffee oder den Jus oder was ihr immer wollt genießen, gut schmecken. Merci.